erste Tag in der Berufsschule ist eine andere Welt. Wenn du das erste Mal ins Gebäude hineingehst, es nimmt dich sofort mit. Du siehst eigentlich gerade, was aus dir wird im zweiten und im dritten Lehrjahr. Zweite Lehrjahr, wie ein Zombie am Rumlaufen. Ich habe keine Lust mehr, ich will krank sein. Und die im dritten Lehrjahr, wie die Motherfuckers sich anfühlen, weil sie jetzt bald fertig sind. Gut, ausser du machst eine 4-Jahres-Lehre. Also, nachdem dass du dich aber dann endlich mal zurechtgefunden hast in diesem absolut riesigen Gebäude, wo dein Schulzimmer ist, kommt meiner Meinung nach der unangenehmste Part an. Das allererste Mal in der ganzen neuen Klasse. Ich sag so, wie es ist, gerade von Anfang an merkst, wer der introvertiert ist, wer der extrovertiert ist. Er könnte vielleicht so ein bisschen der Klassennerd werden. Und wem kannst du am besten abschreiben? Ich weiss nicht, so ein richtiges komisches Gefühl, du kennst die Leute noch nicht, aber irgendwie willst du doch irgendwie reden, aber über was redest? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wir haben die Schulbücher müssen selber zahlen. Schreibt es mal in den Kommentaren, habt ihr Bücher müssen selber zahlen für die Berufsschule oder habt ihr sie bekommen? Uns haben wir nämlich einen gehabt, der ist reingekommen und er so, hey Jungs und Mädels, habt ihr eigentlich Bücher bestellt? Ich habe gar nicht bekommen. Erster Eindruck, 10 von 10. Ich muss dazu sagen, so schnell wie dort habe ich noch nie irgendwie Kollegen gefunden. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, alle sind im genau gleichen Loch 3 Jahre lang jetzt die hure Lehre machen. Ich weiss nicht wieso, aber das schweißt so extrem zusammen. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber habt ihr eine geile Klasse gehabt oder habt ihr aktuell eine geile Klasse? Ja, was auch noch ganz komisch ist, du wirst plötzlich gesiezt. Aber nicht mit Nachnamen, du wirst gesiezt, aber mit Vornamen angesprochen. Ich habe vieles erwartet an meinem ersten Berufstag, aber dass unser Lehrer reinkommt und er einfach ein Kennenlernspiel vorschlägt, hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich muss jetzt erwachsen sein, was für Kennenlernspiele.